herrlich, uns wieder ganz normale Jäcke zu sehen im Saal, die Kölsch trinke und Mettbrötchen esse. Ja, nicht irgendwelche Verdötschte, die Kubikmeter scheiß Hauspapier kaufen und Tonne wie Nudeln lutschen. Liv Lücksche für den Fernsehen, bei Facebook und YouTube. Hier sind 50 Lück im Saal. Dort sehen, dass ihr da seid. Moin zusammen! Ach, was sieht der herrlich aus, wirklich. Ja. Und dass wir richtig da sind, um den Lücken zu sehen mit dem Drehmer von Hetze Köln. KRK. Benefits. Aber, sollen wir einen trinken, wa? Pröstchen. Aber, wenn man so eine Benefizsitzung macht, da kann man ja nicht nur mit so einem Köbis rumhaselieren. Ich muss ja jetzt bedienen. Man bräuchte uns einen richtigen Sitzungspräsident, oder? Ja. Oder? Ja. Aha. Ihr daheim auch, steht uns ab, denn jetzt gehört für euch unsere Bas, unser heutiger Sitzungspräsident Albert Teflon. Einmal. Albert Lorenz, ganz normale Jäcke, schön, ne? Wunderschön, wunderschön. Ja. Liebe Leute, ich darf euch vorstellen, unseren Köbis Axel Höfel. Oh, jetzt so, und weil der gerade auch zu mir Albert Teflon gesagt hat, was ja verkehrt ist, ne, sage ich jetzt auch Höfel mit V, das ist nämlich auch verkehrt, ne? Aber bist du nachtragend, ja. So, wir freuen uns natürlich, dass wir in diesem Jahr zumindest mit 50 oder 52, man jetzt vieren können. Im letzten Jahr haben wir ja hier gestanden und Anchi sagt, auch zum Dreigestirn, nächstes Jahr wieder mit mindestens 200 Mann hier schön schwitzen und warm. Aber das ist ja ganze Jahr, wir freuen uns so und haben ein bisschen Spaß mit euch zusammen. Der Axel und ich führen euch durch das Programm und wir fangen auch direkt, wie sich das gehört, für eine vernünftige Sitzung mit einem Loch an. Aber damit das Loch nicht zu groß wird, könnte der nach dem Loch eigentlich dran ist, als erstes empfangt mit uns hier auf der Bühne der Thomas Junggeburt. Herr Kapitän, mit euch, Möller Bötchen, fahren wir so jäh. Er kann so schön im Dunkeln schunkeln, wenn über uns die Sterne funkeln. Heidewitzka, Herr Kapitän, mit Möller Bötchen, fahren wir so jäh. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße euch recht herzlichst heute hier zum Benefizauftritt. Für mich das erste Mal in der Öffentlichkeit in Köln direkt und viele kennen mich noch nicht. Ich sage nur Thomas Junggeburt und ich habe einen schönen Song mitgebracht, der heißt Mädchen, treck de Brill aus. Warum? Beim Bütze stört die Brill immer, genau. Und das machen wir jetzt zusammen. Mädchen, trägt die Brille aus, macht ein bisschen mit euch zusammen. Auf geht's. Mädchen, trägt die Brille aus, ich will jetzt von dir. Mädchen, trägt die Brille aus und dann sag ich dir, wenn Bütze ist die nur im Weg, das ist schlecht, ja das ist schlecht. Wer richtig Bütze will, der dat ohne Brill. Lecker Mädchen, jede satt, sie han Charme und Schick. Ob dem Land und in der Stadt finde man das Glück. Doch ist das klein, prelle Schlang, da nimm ich mich in Arm. Beim Bütze wird mir Angst und Bang, auch wenn man drüber lacht. Und mit euch zusammen hier. Mädchen, ich will jetzt von dir. Mädchen, träg de Brill aus und dann sag ich dir, wenn Bütze
Neulich in der Straßenbahn, wo dich ganz nervös, kommt doch da ein Mädchen an, nee, was war die süß. Ich sah, wie sie am Fenster saß, da trinken an der Brill und wie in der Zeitung las, rütsch ich im Mopedfell mit euch. Mädchen, trägt de Brill aus, ich will jetzt von dir. Mädchen, trägt de Brill aus und dann zeig ich dir. Beim Bütze ist die nur im Weg, das ist schlecht, ja das ist schlecht. Wer richtig Bütze will, der dat ohne Brill. Mädchen, trägt de Brill aus, ich will jetzt von dir. Mädchen, trägt de Brill aus und dann zeig ich dir. Wenn Bütze ist die nur im Weg, das ist schlecht, ja das ist schlecht. Wer richtig Bütze will, der dat ohne Brill. Wer richtig Bütze will, der dat ohne Brill. Ja, vielen Dank. Ich glaube, der Song kommt ganz gut an. Es sind alles neu eingesungene Lieder. 2 Lieder hat es schon mal gegeben, die ich nachher noch präsentieren werde. Die habe ich neu aufgenommen. Und ich hoffe, wir bekommen noch ein bisschen Spaß. Ihr seid einfach spitze. Es ist ein tolles Gefühl, wieder vor Menschen singen zu dürfen, die mitklatschen und schunkeln dürfen. Es ist etwas ganz Besonderes. Ich hatte das gestern Abend auch in Oberaußem und da muss ich sagen, also das ist einfach was anderes, als wenn du nur vor der Wand singst. Und ich sage nur für euch, es gibt in Köln natürlich das Wahrzeichen, der Dom. Und was soll ich euch sagen? Wenn ich so durch die Straße jon, dann weiß ich, dass wir Menschen uns in Köln all verstanden. Und darum sage ich jetzt für euch, wenn vom Dom der Glocke klinge, nehmt euch in den Arm, schunkelt ein bisschen mit euch. Wenn ich so an mi Köln denk, weiß ich, die Stadt ist ein großes Geschenk. Ich lädt mi Herz, hier will ich sehen. Das ist mein Stadt, wo ich glücklich bin mit euch im Chor. Wenn vom Dom de Glocke klinge und ich durch die Straße jon, dann fängt an mi Herz zu singen, weil wir Menschen uns verstehen. Wenn vom Dom de Glocke klinge, weiß ich, hebe nicht so hoch. Könne den uns Freund nur bringen, ich kräht mich geht überall. Ich fink mi Köln, alt immer schön. Ob Sommer, Winter, hebe uns am Rhein. Es ist eine Stadt, die han ich gern. Dir blieben ich nie im Leben fern.
wenn vom Dom de Glocke klingelt. Und ich durch die Straße jong, dann fängt an, die Het zu singen, weil wir Menschen uns verstehen. Wenn vom Dom de Glocke klingelt, weiß ich, hebe nicht so hoch, könne der uns Freund nur bringen, ich red mich gegenüber uns, könne der uns Freund nur bringen, ich red mich gegenüber uns. Vielen Dank, Dankeschön. Vielen Dank. Ja, das war das Lied oder die Ballade, wenn vom Dom de Glocke klinge. Und jetzt habe ich einen Song mitgebracht. Die Kölsche hier, ihr kennt es alle, ich bin ja eine Immi, ich komme aus Bergheim. Ich sag mal, ich komme zwischen Köln und Gladbach. Aber da stehe ich auch zu. Ich komme aus dem Rhein-Erft-Kreis, nur ich bin sehr Köln-affin natürlich. Und jedes Jahr vom 11.11., da freut euch alle ob der Karneval. Und da geht das Spielchen alt wieder los. Und ich sage nur, dasselbe Spiel wie jedes Jahr mit euch zusammen. Und ihr dürft ruhig ein bisschen mit klatschen auch. Seid froh, dass wir uns wieder ein bisschen bewegen dürfen. Corona ist zwar nicht vorbei, aber wir können damit gut leben und es wird immer besser. Alles trifft sich um 11:11 am Aldermatt und die Frau Lügsche Han ihr Bierchen mit ihr Brat, Festklamotte und buntes Haar. Dasselbe Spiel wie jedes Jahr. Mit geschlafen Rosenmann, da haben wir Hück und die Stadt ist voll mit all der Jäcke Lück, die Pension schnappt mit Kölschem klar. Wir rufen laut Kölle Alarm und jetzt mit euch. Das geht nur bei uns in Köln. Kölsche Mädchen böse jo, so wie der Dom und der Ring zu Köln. Komm, lass mal feiern, denn die Zick ist viel zu cool. Das geht nur bei uns in Köln. Kölsche Mädchen böse jo, so wie der Dom und der Ring zu Köln. Komm, lass mal feiern, denn die Zick ist viel zu cool. Sonntag stoppen mir all Parade am Fädelzug als Kölsche Jäcke, kriegen mir ja nicht genug der Straße geschmückt. Wir sind parat, wir haben doch lang genug gewartet. Rosenmontag schläuft, die Stadt war viel zu kalt. Warum han ich ob, mein Mann dann nicht geholt? Der letzte Schnaps, der war jetzt schlecht. Jetzt war ich mich ob der Wäsch. Mit euch, das geht nur bei uns in Köln. Kölsche Mädchen böse jo, so wie der Dom und der Ring zu Köln. Komm, lass mal feiern, die Zick ist viel zu cool. Das geht nur bei uns in Köln. Kölsche Mädchen. Am 11.11. jede Doss und wir sind all dabei. Das jedet nur bei uns in Köln. Kölsche Mädchen böse jo, so wie der Dom und der Ring zu Köln. Komm, lass mal feiern, die Zick ist viel zu cool. Das jedet nur bei uns in Köln. Kölsche Mädchen böse jo, so wie der Dom und der Ring zu Köln. Komm, lass mal feiern, die Zick ist viel zu cool. Komm, lass mal feiern, die Zick ist viel zu cool. Komm, lass mal feiern, die Zick ist viel zu cool.
Dankeschön, vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, und wie ihr alle schon bemerkt habt, ist es ja so, dass ich ja ziemlich schüchtern wirke. Ne? Das habt ihr ja alle mitbekommen. Und jetzt machen wir mal den Test vorher. Ich sage nur, ich singe vor und ihr singt mal hinterher. Ich bin wirklich total schüchtern. Ja, da müsst ihr danach singen. Nochmal. Ich bin wirklich total schüchtern. Egal ob leicht beschwipst oder nüchtern. Stehe ich vor einer süßen Maus. Kriege ich garantiert kein Wörtchen vor ihr raus. Und das machen wir jetzt zusammen. Ich sage nur für euch, schüchtern von mir. Und ihr dürft mitmachen. Was soll ich euch erzählen? Es kütt ja doch raus. Ich war schon fast 18, da krieg ich der erste Kuss. Ein Mädchen anzusprechen, das hab ich mich nie getraut. So han ich meinem Vater Hochzeitsvideos geklaut. Sprach mich dann ein Mädchen an, da bin ich fortgerannt. Und han sie mich in Fädel hin und Schulzlang genannt. Ich bin wirklich total schüchtern. Egal ob leicht beschwipst oder nüchtern. Steh ich vor einer süßen Maus. Krieg ich garantiert kein Wörtchen vor ihr raus. Ich bin wirklich total schüchtern. Egal ob leicht beschwipst oder nüchtern. Steh ich vor einer süßen Maus. Krieg ich garantiert kein Wörtchen vor ihr raus. Mit 19 in der Disco, bin allein dahin gerannt. Die andere hatte Mädchen, ich ein Kölschglas in der Hand. Es war schon deprimierend, jedes Mal allein nach Haus. Mit 20 war es dann so wick, ich krieg den zweiten Kuss. Und sprach mich dann ein Mädchen an, da bin ich fortgerannt. Und haben sie mich in Fädel hin und Schulzlamm genannt. Und mit euch zusammen! Ich bin wirklich total schüchtern. Egal ob leicht beschwipst oder nüchtern. Steh ich vor einer süßen Maus. Krieg ich garantiert kein Wörtchen vor ihr raus. Ich bin wirklich total schüchtern. Egal ob leicht beschwipst oder nüchtern. Steh ich vor einer süßen Maus. Krieg ich garantiert kein Wörtchen vor ihr raus. Da kann ich nix dran machen, das eine ist gewiss. Der schüchtern schon geboren ist, der blieb so wie er ist. Wie doch. Ich bin wirklich total schüchtern. Egal ob leicht beschwipst oder nüchtern. Steh ich vor einer süßen Maus. Krieg ich garantiert kein Wörtchen vor ihr raus. Und nochmal. Ich bin wirklich total schüchtern. Egal ob leicht beschwipst oder nüchtern. Steh ich vor einer süßen Maus. Krieg ich garantiert kein Wörtchen vor ihr raus. Ich bin wirklich total schüchtern. Egal ob leicht beschwipst oder nüchtern. Steh ich vor einer süßen Maus. Krieg ich garantiert kein Wörtchen vor ihr raus. Krieg ich garantiert kein Wörtchen vor ihr raus. Krieg ich garantiert kein Wörtchen vor ihr raus. Ja, vielen Dank. Ja, also ich bin immer noch geflasht und für mich ist das einfach ein Traum, den ich jetzt im Moment leben darf. Ich bin da sehr dankbar, dass ich das machen darf. Und ich sage nur, wenn es nachher düster ist, wenn er noch husjort und es wird dunkel, dann sind wir am Heimweg und dann wird es düster und dann nehme ich dich an das Hängchen und bring dich leis nach Haus. Für euch am Heimweg ist es düster. Nehmt euch ein bisschen in den Arm, nur ein bisschen mit Schunkle. Ist ein schöner Text für euch. Der schöne Abend ist vorbei. Es wird jetzt zig zu Jon. Die Glocke schlage 1:30. Ich kann bald nicht mich stehen. Ich
möchte, dass du heute mit mir gehst zum Stammlokal am Ring und dass du später auch verstehst, das Nacht doch ist nötig. Am Heimweg ist es düster, die Lichter, die sind uns. Ich nehm dich flüg am Hängchen und bringe dich nach Haus. Am Heimweg ist es düster, die Lichter, die sind uns. Ich nehm dich flüg am Hängchen und bringe dich nach Haus. Ich nehm dich flüg am Hängchen und bringe dich nach Haus. Ich liege in meinem Bett und träum die ganze Nacht. Die Zicken mit dir, die war so schön, ich han an dich gedacht. Ich möchte, dass du heute mit mir gehst zum Stammlokal am Ring und dass du später auch verstehst, das Nacht bist du mir. Am Heimweg ist es düster, die Lichter, die sind uns. Ich nehm dich flüg am Hängchen und bringe dich nach Haus. Am Heimweg ist es düster, die Lichter, die sind uns. Ich nehm dich flüg am Hängchen und bringe dich nach Haus. Ich nehm dich flüg am Hängchen und bringe dich nach Haus. Am Heimweg ist es düster, die Lichter, die sind uns. Ich nehm dich flüg am Hängchen und bringe dich nach Haus. Am Heimweg ist es düster, die Lichter, die sind uns. Ich lass die Hängchen, denn jetzt sind wir zu Haus. Ich lass die Hängchen und geben dir einen Kuss. Denn jetzt sind wir zu Hus. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. So, lieber Thomas, Ja. du kannst ja mal gerade ein bisschen Luft holen. Ja, Ein bisschen Luft holen. Ich darf euch kurz vorstellen, der Herr Evans gesagt, dass er neu ist im Kreis Rheinischer Karnevalisten. Thomas Junggeburt. Euer Applaus. vielen Dank. Dankeschön. Ich habe ihn gerade noch mal gefragt. Ich sage, Junggeburt ist ja kein unbekannter Name, verwandt mit Vicky. Und sie hätten sich also schon zweimal getroffen und hätten überlegt, sie wüssten noch nicht genau, vielleicht wollte der Vicky auch nicht sagen, wo er sich auf eure Mittreffen hätte, man weiß es ja nicht. Aber auf jeden Fall haben wir gesagt, der Thomas ist für uns eine Bereicherung, er hat schöne Leder, er kann es gut vortragen und ich denke mir, es macht euch auch Spaß. Ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken, dass der KRK mich aufgenommen hat letztes Jahr. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Und Vicky hat immer gesagt, wir sind familisch, ne? Da sind wir all gleich. Genau. Falls jetzt einer fragt, ob der eine gute Sonnenbank zu Hause hat, also der ist öfter auf Gran Canaria, auch zwischendurch und mit der Musik. Da flüchte ich jetzt auch wieder hin. Bevor der denn noch eins, zumindest uns hier in den Saal reindeut, möchte ich auch noch ganz kurz sagen, auch an die Leute draußen,
Wir haben also schon kräftige Spenden gekriegt, einmal von der Freunde von Kolonia, Freunde aus Kolonia, 333,33 €. Vielen Dank. Und dieser Name ist so wunderschön. Fidele Arschkrampen, die haben uns 112 € gespendet. Vielen Dank. Und dazu kann ich noch sagen, auch gerade an die Community draußen im Lande, die Latte für das Fässchen liegt also sehr hoch. Wir haben von dem Ex-Prinz von Jahr 2000, vom Ralf Günther, 555,55 € geboten bekommen. Also, ich glaube, das machen wir jetzt zum 3. Mal mit dem Fässchen, also das hatten wir noch nie so viel. Ja. Aber trotzdem wunderschön, wir bedanken uns schon mal bei den Spendern. Ihr könnt natürlich, wenn einer sagt, das Fässchen ist mir noch nie wert, kann er das natürlich auch bieten. Aber wir bedanken uns jetzt schon mal mit 3 Mal von Herzen. Kölle! Kölle! An alle Spender! Jetzt bist du wieder dran. Ja, vielen Dank, Albert. Ja, also nicht, dass der falsche Eindruck entsteht. Ich bin am Freitag extra eingeflogen. Ich habe mir das nicht nehmen lassen. Ich hatte in Gran Canaria auch ein paar Auftritte organisiert und hat sich so ergeben. Und im Moment, da ja nicht so viel mit dem Karneval bei mir zumindest noch nicht stattfindet, habe ich das wahrgenommen und morgen geht es wieder zurück, weil ich dann den Weiberfastnacht dort singe beim Rudi Köpi-Eck, vielleicht auf Gran Canaria. Manche kennen ihn ja. Und danach komme ich wieder. Samstag habe ich 2 Auftritte und Sonntag geht es wieder zurück für den Rosenmontag. Ich hatte ihm ein Wort gegeben. Und dann habe ich gedacht, das musst du halten. Ihr Lieben, ich sage nur, der Peter aus Köln, der wollte nach Amerika und da wurde der ganz rich. Und dann kriegt er einfach Heimweh. Und das singe ich jetzt für euch. Der Peter aus Köln. Ja, der Peter aus Köln fuhr aus in der Welt. In Amerika wollte er wie andere machen viel Geld. Und so ist es gekommen, doch der Peter war bald reich. Und da kriegt er echt Heimweh. Und dann sagt er zu sich, mit euch, ich muss zurück nach Köln am Ring. Hier bin ich geboren, hier höre ich hin. Ich muss zurück nach Köln, hier bin ich zu Hause. Ich will doch nie wieder hier aus Köln raus. Ich muss zurück nach Köln, was für ein Bild, nach Köln am Ring. Wir sind am Schunkele, hier bin ich geboren, hier höre ich hin. Ich muss zurück nach Köln, hier bin ich zu Hause. Ich will doch nie wieder hier aus Köln raus. Ja, der Peter aus Köln ist jetzt wieder im Land. Und was soll ich erzählen? Er hätte selbst erkannt, du kannst nichts vergessen in New York oder Rom. Für uns jedes nur Köln und unser alle do mit euch. Ich muss zurück nach Köln am Ring. Hier bin ich geboren, hier höre ich hin. Ich muss zurück nach Köln, hier bin ich zu Hause. Ich will noch nie wieder hier aus Köln raus. Zurück nach Köln am Ring. Hier bin ich geboren, hier höre ich hin. Ich muss zurück nach Köln, hier bin ich zu Hause. Ich will doch nie wieder hier aus Köln raus. Ich muss zurück nach Köln am Ring. Hier bin ich geboren, hier höre ich hin. Ich muss zurück nach Köln, hier bin ich zu Hause. Ich will doch nie wieder hier aus Köln raus. Zurück nach Köln.
Köln am Ring, nach Köln am Ring. Hier bin ich geboren, hier höre ich hin, ich muss zurück nach Köln. Hier bin ich zu Hause, ich will auch nie wieder hier aus Köln raus. Ich will auch nie wieder hier aus Köln raus. Vielen, vielen Dank, Dankeschön. Wir bedanken uns bei dem Thomas. Wie war das? Vielen, vielen Dank. Ja, Dann bedanken wir uns gleich beim Thomas. Ja, ihr Lieben, das ist natürlich sehr schön, das freut mich sehr. Ich habe noch einen Song mitgebracht, den gab es auch schon mal, den habe ich vor 2, 3 Monaten eingesungen. Wir haben die Erlaubnis bekommen, wie Schüchtern auch, da stehe ich auch zu. Ich habe beim Björn Fischer eingesungen, wenn ein Mädchen für mir steht, dann weiß ich genau, dass du die Frau bist, die ich immer gesehen kann. Jetzt mit euch zusammen, auf geht's. Nimm dich in den Arm, Mädchen, dann für dir steht und die Sonne noch geht. Ja, dann weißt du genau, für dir steht jetzt die Frau, nach der du so lang hast gesöhnt. Und wenn du doch angeht und der Mond am Himmel steht, pack sie fest in der Arm, sag ihr, ich halt dich wärm, als wenn es kein Morgen mehr gibt. Der ein, der sög im Internet, sie Glück und het meistens Pech. Die meiste, die du doch kennenlernst, trecke dir flügget Geld aus der Täsch. Och Chiffre, das ist meistens 60 Jahre, diese har nix gelehrt. Drum pack dir den Jack, komm mit in die Stadt, damit du endlich kapierst mit euch. Wenn ne Mädchen dann für ihr steht und die Sonne abgeht, ja dann weißt du genau, für dir steht jetzt die Frau, nach der du so lang hast gesöhnt. Und wenn du doch angeht und der Mond am Himmel steht, pack sie fest in der Arm, sag ihr, ich halt dich wärm, als wenn es kein Morgen mehr gibt. Nächste Morgen steht man auf und het ganz weiche Knie. Hey Liebchen, ich muss ins Krankenhaus, doch mir hetz, dat los ich he. Ma ist durch den Wind, Schmetterlinge im Buch und ein rosa Brill auf der Nas. Es ist so schön frisch verliebt zu sind, so nett, dat Leben doch Spaß mit euch. Wenn de Mädchen dann für dir steht und de Sonne abgeht, ja dann weißt du genau, für dir steht jetzt die Frau, nach der du so lang hast gesöhnt. Und wenn du doch angeht und der Mond am Himmel steht, pack sie fest in der Arm, sag ihr, ich halt dich wärm, als wenn es kein Morgen mehr gibt. Auch ich möchte mich von euch recht herzlich verabschieden. Bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Von ganzem Herzen eine schöne Fastelavond noch. Euer Thomas Junggeburt. Dankeschön. Tschüss zusammen. Wenn de Mädchen dann für dir steht und de Sonne abgeht, ja dann weißt du genau, für dir steht jetzt die Frau, nach der du so lang hast gesöhnt. Und wenn du doch angeht und der Mond am Himmel steht, pack sie fest in der Arm, sag ihr, ich halt dich fern, als wenn es kein Morgen mehr gibt. Es kein Morgen mehr gibt.
Dankeschön, vielen Dank, Dankeschön. Thomas Junggeburt, wir bedanken uns bei ihm mit dreimal von Hötze Kölle. Thomas Junggeburt, Kölle. Dankeschön, lieber Thomas, machet gut und bleibt alle gesund, alles Liebe, bis demnächst mal. Genau. Dankeschön, lieber Albert. Tschüss. Tschüss. Ja, ihr Lieben, ich möchte mich noch gerne bedanken direkt, damit schon nicht vergessen, mache ich das am Anfang. Bei dem Stefan und seinen Leuten haben wir uns schon bedankt, aber wir bedanken uns natürlich auch beim Helmut Zoch, dass der das Ganze mitgemacht hat hier und hat gesagt, okay, so können wir das machen. Er hat uns auch gebeten, die Listen von euch ausfüllen zu lassen, damit das für ihn als Veranstalter hier auch richtig sauber läuft. Wir sind natürlich alle zweimal GG Plus und Hugo noch eine frische Test für die Leute, die draußen sitzen und freuen sich, wieso dürfen die das. Dann habe ich hier, ist unser Banner nochmal mit dem Spendenkonto. Wenn ihr spenden wollt, das ist das Konto, bitte dazu schreiben, Benefiz 2022 und wenn ihr uns eine Adresse und einen Namen schickt, dann können wir auch noch euch eine Spendenquittung zukommen lassen. Wir haben auch natürlich, damit wir gleich im Dreigestirn etwas heben können, wisst ihr, die kriegen von uns kein Geld, sondern die kriegen immer orientiert. Und da haben wir einen ungenannten Sponsor, der hat uns etwas gegeben. Aber die Firma Rewe und die Firma Metro tun auch immer jetzt dabei. Und das, muss ich sagen, finde ich immer ganz toll. Die Sparkasse deut uns auch noch ein bisschen Geld von den Zinsen, die von uns allen kriegen. Ne? Von den Zinsen, ja. Deuen die uns auch noch jetzt drauf. Und dafür bedanken wir uns bei den Spendern mit dreimal Kölle! Kölle! Alle Spender! Und dieses Alarv hilft natürlich auch nach draußen für die Leute, die uns also jetzt noch sagen, sie wollen etwas spenden. Wie gesagt, Fässchen, 555,55 €. Das ist auch nicht gelogen. Ich habe auch nachgefragt, ob das echt ist, dieses Angebot. Also das ist auch echt. Ne? Prinz aus dem Jahr 2000 hätte gesagt, das ist es mir wert. Ja, jetzt hätte ich sagen, hätte Otto noch ein bisschen Musik und wir haben, glaube ich, schon gehört, dass unter Umständen das Dreigestirn schon im Anflug ist. Aber Otto, bitteschön, du bist dran. Entschuldigung, habe ich dich überrascht? Gut. Bist ja nicht gewöhnt, so jetzt. Der Weg schmiss die letzte Rund, bis grad war noch alles gut. Du lurst auf die Uhr, doch irgendwie war der Abend viel zu gut. Der DJ spielt das letzte Lied, bye bye, mein Lauf zum Schluss. Und wieder sitzt du dort, Träne verschmiert, keiner wartet auf dich zu Hus. Doch du bist nicht allein, irgendwo ist auch für dich ne Stern, der für dich leuchtet, egal wo du bist. Wenn der Weg auch noch so düster ist. Ich schwör dir, die besten Nächte sind doch die, wenn du ja nicht willst. Komm, schütt den Ziel doch einfach aus, wenn du dich verlassen fühlst. Noch ein, zwei ob die Altstunde, ne dritte hinterher. Und jede, der so morgen schlägt, im Kopf fällt das halb so schwer. Denn du bist nicht allein, irgendwo ist auch für dich ne Stern, der für dich leuchtet, egal wo du bist. Wenn der Weg auch noch so düster ist. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na. Denn du bist nicht allein, irgendwo ist auch für dich ne Stern, der für dich leuchtet, egal wo du bist. Wenn
wenn der Weg auch noch so düster ist. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Dankeschön. Echte Freunde stand zusammen, so wie ein Jotterpott. Echte Freunde stand zusammen, bis auf die Glück auf die und läuft der Fahrt. Freunde, Freunde, Freunde in der Not, Janne 100 Doppelung. Echte Freunde stand zusammen, so wie eine Jotterpott. Du hast Glück, Erfolg und Küssuell. Ich kenn dich auf einmal Jott und aller Welt. Menschen, die ich für nicht hier kann, die kommen aus der Löcher an hier ran und sind ganz plötzlich all mit dir verwandt. Echte Freunde stand zusammen, so wie eine Jotterpott. Echte Freunde stand zusammen, bis auf die Glück auf die und läuft der Fahrt. Freunde, Freunde, Freunde in der Not, Janne 100 Doppelung. Echte Freunde stand zusammen, so wie eine Jotterpott. Du hast Pech mit jeder Bergeraff, vergesse es all das, was du bisher geschafft. Menschen, die dich für nicht gekannt, die geben dir noch nicht ins Wiederhand. Jetzt hörst du, wer mit Recht sich Freundchen an. Achtung, jetzt singen wir das mal auf Bayerisch. Echte Freunde, die stinkt Samba, wie ein Weißwurst unter Bier. Echte Freunde, die stinkt Samba, heute trinkt man nichts daheim, heute trinkt man hier. Ja, Freunde, Freunde, Freunde in der Not, saufen sich gemeinsam in den Tod. Echte Freunde, die stinkt Samba, singen Weißwurst unter Bier. Echte Freunde, schon zusammen, so wie eine Jotterpott. Echte Freunde, stand zusammen, ist auch die Glück auf Glück und läuft der Fahrt. Freunde, Freunde, Freunde in der Not, Janne 100 Doppelung. Echte Freunde, stand zusammen, so wie eine Jotterpott. Dankeschön. Ich darf es euch kurz vorstellen, unsere Saalkapelle Otto und Pascal. Ein Riesenapplaus, bitteschön. Boah, leck mich in der Tasche. Was hatten wir jetzt hier an Musik, ne? Hör mal. Aber eins kann ich sagen, es ist schön, euch zu sehen, weil ich kann das mit dem Corona nicht mehr hören, ne? Ist ja besonders. Immer, könnt ihr mich da hinten hören? Ich euch auch. Ja, aber ich kann das nicht mehr hören. Vor Corona war alles leichter. Hey, bis verzell. Für Corona war nicht alles leichter. Ich nicht. Hör uns, aber ich muss feststellen, Corona, die erste Lockdown, hat auch für mich als Köbes Vorteile, ja? Ja, ich hatte zig statt zu bedienen, mich mit neuen Sachen zu beschäftigen, hey, mit dem Internet,
Facebook, YouTube, Twitter, Tinder, hat es alles zig für. Hören Sie. Und kennst du Twitter, wa? Bist auch so ein Wischer, hä? Hör mal, was mir richtig gut gefallen hat, war mit so einer kleinen Kamera zu skypen. Ja, hören Sie, ich war im ersten Lockdown in meinem Wohnzimmer drin, als Zeugen Jehovas in ihrer Gründung. Aber was mir nicht gefallen hat im ersten Lockdown, du konntest ja nicht bei jedem Doktor gehen. So beispielsweise mit Rückenpink, noch einem Orthopäde. Das ging nicht. Aber was wäre so eine Köbis, wenn dem nicht jetzt entfehlt? Ja, ich habe mir auf dem Handy eine App runtergeladen. Eine Akupunktur-App. Habe ich ausprobiert. An meiner Frau. Hören Sie, die hat bei uns durch die Bude geblöckt. Ja, ich wusste nicht, wie dem ich die Nägel ranhauen muss. Die App war doch auf Japanisch. Aber mit dem Homeschooling war auch so Dinge. Ich konnte mein Pens nicht mehr sehen. Habe ich für meine Frau gesagt, weißt du was, zwischen dem ersten und zweiten Lockdown haben sie jetzt geöffnet. Wir zwei machen so eine schöne Spritztour in das Bergische. Hören Sie, wir uns in das Auto gesetzt, ob die A1 Richtung Leverkusen. Checkpoint Charlie 2.0, die Schranke hat wieder unge Ampelrot. Ich sage, weißt du was, bevor wir jetzt hier in den Stau fahren, fahren wir in Merken nicht ab und wir fahren in Langel mit der Fähre. Wir kommen in Langel an der Fähre an, ist die 2 Meter von dem Steg weg. Sagt, und die kriegst du noch. Habe ich zurückgesetzt, Anlauf in Nummer, hei in the air, mitten auf der Fähre gelandet. Lurt mich der Fährmann mit dicken Augen an. Ich sage, was Fährmann? Das hat er hier noch nicht gesehen. Das ist doch. So 2 bis 3 Mal die Woche. Aber noch nie beim Anlegen. Mit dem Bergischen angekommen sind, ich da Schild, Erlebnisgastronomie. Ich sage, Schatz, da ja mal essen. Wir sitzen gut, haben eine Vorspeise. Güttere, Hohn und der Hahn ist doch der Giovanni. Albert, das ist jetzt für dich. Ja. Und sie hätten einen Eisteig. 6 Meter Eis. Ich glaube, 100 Sorte hätte er. Ich bin am Gucken, sagt mit Frau, ach hören Sie, der Zick, wo du dir jetzt aussögst, ja nicht pflücken am Klo. Das heißt, eine gute Idee, ich nehme Pistazie. Dann mir Hand in Hand ob ihm an. Loren ich noch auf, ich sage, oh, Schatz, Lorenz, eine Stern mit Stetz. Das so, oh, eine Sternschnuppe, jetzt darf ich mir was wünschen. Ich hätte jenen nötig. Ich sage, vergesset, war doch ein Flugzeug. Ich lese der Hustür ab, lore Richtung Wohnzimmer, sitzt da unser 18-jähriger Sohn, Buddelrü. Liebchen, Buddelrü, nix an. Sag für meine Frau, was ist da jetzt? Ist unsere Lang jetzt ganz durchgeknallt, muss ihn jetzt noch Düre bringen. Sagt sie, nee, da bist du doch schuld. Sag, wieso bin ich da jetzt wieder schuld? Ja, sagt sie, du hast ihm doch heute Morgen gesagt, wenn ich heute Abend mit der Mama heimkomme, bist du ausgetrocknet. Bevor ich jetzt mal beim Brauhaus arbeite, habe ich gesagt, weißt du was, Jakob, du jönnst jetzt, du Jesus in eine schöne Saunalandschaft. Hören Sie, ich sitze gerade in der Schwitzboot. Ihr nehmt von mir das Handy. Ich da dran, bevor ich jetzt sage, und du schon, Schatz! Ich bin auf der Kühe, ich habe mir gerade ein schönes Kleid gekauft, 1800 €. Sag, was? 1800 € für ein Kleid? Hast du es denn all? Aber ich denke, komm, ich jönn mir jetzt, jönn du auch jetzt. Sitze, hör mal, und nebenan ist ein Schuhgeschäft, die haben die passenden Schuhe dazu, 900 €. Sag, was?
900 € auf Bascho, hast du es noch all? Aber ich sag, Schatz, ich gönne mir jetzt, gönn du da oder jetzt. Ich sag, hör, wenn du gerade auf der Kö bist, ist neben auch nicht noch ein Schmuckgeschäft, wo du passend Kettchen kriegst, für das Kleid so 1200 €. Ach, ich sag, ja, ich gönn mir jetzt, gönn du da oder jetzt. Habe ich das Handy wieder aufgeladen, grinse mich 6 Mann blöd von der Sieg an. Sag, na Junge, wem ist dann das Handy von euch? Also da wir bei denen wieder lustig im Brauhaus, habe ich festgestellt beim Kassieren vom Deckel, dass ich nicht mehr so gut bin und mich selber zwischendurch betuppe. Ich denke, weißt du was, jetzt gehst du beim Arzt ein neues Rezept holen und dann gehst du bei die Vielmanns. Hast du mal, ich bin die Vielmannserin. Ich lade dem Verkäufer das Rezept dahin, lud der mich an, lud ich das Rezept und sagt, danach ist die alte nicht mehr scharf genug. Sag ich, ich ja nichts an, ich bin, wenn er eine neue Brille hat. Hören Sie, ich komme im Brauhaus an, da tätet mich hier jetzt drücken. Oh. Hören Sie, ich denke, komm, bevor du anfängst zu bedienen, gehst Flug auf der Abtritt. Ich bin uns auf der Gästekabine, mit der Kabine, Tür zur Boot, zur Hunger und könnt von nebenan anstimmen. Na, wie ist es? Sag gut. Was machst du? Sag eine große Sitzung. Was machst du danach? Sag Vorderputzen, Botzu, Hängwäsche, Pfoten desinfizieren und wieder arbeiten. Sagt der, hör mal, Schatz, hier quatscht die ganze Zeit einer dazwischen. Wir müssen aufhören zu telefonieren. Hast du noch ein paar Spende? Ja, komm, dann will ich so viel Zick klauen. So, wir sehen uns gleich. Bis gleich. Unser Kürbis Axel Höfel, Dankeschön. Ja, ein paar Spenden. Der liebe Gerd und die Gerlinde haben uns 100 € gespendet. Die Veronika 50, der echte Freunde und Jens und Chrissy, ist das richtig? Ja. Genau, Jens und Chrissy 90 €. Vielen Dank dafür. So, dann hat der Stefan mir gerade gesagt, ich möchte bitte mal on the air sagen, also für die Lügdrusse, dass es etwas Internetprobleme gab und deswegen der Ton und das Bild nicht zusammenpassen, aber jetzt schien es wieder zur Klappe. Deswegen könnt ihr jetzt wieder alles live hören, vor allen Dingen, wenn der Otto jetzt noch Musik mit. 3 Stunden ist anscheinend noch nicht da, vielleicht sind sie vom Winde verweht ein bisschen. Aber trotzdem, wir machen ein bisschen Musik, schunkele und singe. Lieber Otto, du bist dran. Dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch. Eine kleine Hymne aus Mülheim. Einmal im Jahr, da werden Schiffs durchgemacht, denn so ein Fahrt hat keine Bad. Einmal im Jahr will man der Drachefeld sehen, wo können wir sonst hin? Liebchen ade, wir stechen hin, mit dem Bötchen endlich in See. Und wenn es Abend spät auf heim an dann je, dann rufen wir vor lauter Freude: Heidewitzka, Herr Kapitän, mit dem Bötchen fahren wir so je. Man kann so schön im Dunkeln schunkeln, wenn über uns die Städte funkeln. Heidewitzka, Herr Kapitän, mit dem Bötchen fahren wir so je. Alle zusammen! Heidewitzka, Herr Kapitän, mit dem Bötchen fahren wir so je. Man kann so schön im Dunkeln schunkeln, wenn über uns die Sterne funkeln. Heidewitzka, Herr Kapitän, mit dem Bötchen fahren wir so je. Zweite Katastrophe. Voll Dampf voraus, geht der Ring jetzt entlang. Mit Sang und Klang, der Fisch weder bang.
mit 100 Knüttel, das liegt klar um der Hand. Wing unser blaue Band. Zwischen's der Schmitz mit singem Fitz, der ist halt jetzt so voll wie ein Spritz. Hey, fällt dem Zigarettenboy um der Hals, brüllt mit einer Stimme von unter Schmalz. Heidewitzka, Herr Kapitän, mit Müllermer Bötchen fahren wir so jäh. Man kann so schön im Dunkle schunkele, wenn über uns die Sterne funkele. Heidewitzka, Herr Kapitän, mit Müllermer Bötchen fahren wir so jäh. Hallo, Heidewitzka, Herr Kapitän, mit Müllermer Bötchen fahren wir so jäh. Man kann so schön im Dunkle schunkele, wenn über uns die Sterne funkele. Heidewitzka, Herr Kapitän, mit Müllermer Bötchen fahren wir so jäh. Endspurt, Heidewitzka, Herr Kapitän, mit Müllermer Bötchen fahren wir so jäh. Man kann so schön im Dunkle schunkele, wenn über uns die Sterne funkele. Heidewitzka, Herr Kapitän, mit Müllermer Bötchen fahren wir so jäh. Hör mal. Herr Bass. Hör mal, ich habe eine Frage. Ist das hier eigentlich eine offizielle Veranstaltung? Ja, natürlich. Was denkst du dann? Also die ist genehmigt, Die ist auch genehmigt. Von Und der Stadt unterschrieben. Köln? Alles unternehmigt. auch vom Festkomitee. Auch vom Festkomitee, genau. Dann gehört ja normalerweise auch so jetzt wie 3 stehen hin, ne? Ja klar, die kommen ja auch. Bist du sicher? Ja, eigentlich schon, habe Und? ich die Zusage. Hat sie dann vom Kuckelhorn? Auch Hast du von- einen heißen Draht? Nein, ich habe keinen heißen. Aha, Moment. Ich kümmere mich. Moment, Geduld, ich kümmere mich drum. Kurzwahl Nummer 11. Tag, Chris. Ich bin der Köbis, ja. Nee, ich brauch kein Holz, kein Höck, nee. Nee, pass auf, ich bin in Müllem, gegenüber von der Stadthalle, ja, im Bezirksrathaus, hier bei dem Zoch. Ja, bei dem Zoch in der Boot, ja. Da 3 stehen ist in der Nö, säste. Ihr könnt vorbeikommen. Ja, vorbeikommen nützt mir nichts, die sollen reinkommen. Ja, ja, hör uns, leif Lückchen daheim, also, hey, der Saal steht ad ob. Daheim jetzt sind das Mittagessen obsiegton und obstanden, denn hier ist für euch unser Kölner Dreigestirn. Einmarsch! Drei stehen, es ist ja wirklich da. Hör mal, ich hatte ja richtig Herzklabaster im Brauhaus. Also am 11.11. mitgekriegt, der Prinz hat Corona. Dann der Burdett noch leer. Die Jungfrau auch, hört's, was meinst du, was bei uns im Brauhaus los war? Aber wir haben bei uns im Brauhaus eine Stammjas. Das ist also quasi, ist das der Medizinmann der Altstadt. Das ist quasi die Jode Siel. Und der hat bei uns im Brauhaus gesagt, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hätte man schwarz Wässer an, ein Fleisch und ein Flitsch. J.P. Weber. Ja. Der hat gesagt, und das hat uns alle beruhigt, da waren Kölsche, geht nicht an Corona kaputt. Nee, an einer Biersorte gingen wir kaputt.
Ja gut, hey, den Schuppen darf ich heute Gilde nicht sagen, ne? Aber ich freue mich, dass ihr Dreh das Jod überstanden habt und ich schaue jetzt noch an der Theke, ich muss wieder bedienen. Herr Bass, wären Sie bereit zu übernehmen? Ich wäre bereit zu übernehmen. Dann macht das. Viel Spaß mit dem. Ja, wir begrüßen unser Kölner Dreigestirn, unseren Prinzen Sven Olef, Sven den Ersten. Seite der Bauer Gerion Glasemacher. Also wir merken, wir haben dieses Jahr einen etwas jüngeren Bauer, dem war er zu langsam. Also sonst sind die Bauern immer froh, wenn die mit ihrem ganzen Anzug, mit ihrem ganzen Kostüm da standen, dass das jetzt langsamer geht. Ja, jetzt haben wir dann noch eine sehr nette junge Dame. Auf der rechten Seite vom Prinz, Jungfrau Gerdemie. Ihr wart ja letztes Jahr auch schon mal hier. Wir hoffen, dass 1, 2, 3 Gestirn, was wir zweimal erleben dürfen. Und da hatte ich dir ja schon in Anführungsstrichen angedroht, dass der Jungfrauenvorsteher eigentlich bei uns hier mitmacht, der die Jungfrauen immer hofiert, der sie ausfragt, der ihnen zu Füßen liegt. Aber leider mit dem Dress klappt dies hier auch nicht. Der sitzt wieder oben auf der 13. Etage, hier gegenüber, guckt uns jetzt gerade zu. Ich hoffe, dass er das ein oder andere Tränchen verdrückt, dass der Höck nicht hier Unsinn kann. Jungfrau Gerdemie, Dr. was schlug ich gerade nach? Björn Braun. Ja, ihr habt dieses Jahr 100-jähriges Bestehen mit den Altstädtern, Jubiläum, und wir durften bei der Messe im Dom dabei sein, wo ihr mit dem Kinderdreigestirn auch wart. Ich fand, das war also eine ganz tolle Sache. Auch vor allen Dingen dieses Bild hinterher, ihr 6, die 3 Kleinen und die 3 Großen vorm Dreikönige-Schrein mit der Kätz. Sehr schön. Ich habe gelesen, dass du, lieber Prinz, gesagt hast, dieses Jahr wolltest du eigentlich jetzt für die Bein und für den Kopf und für das Herz und jetzt würde ein bisschen mehr für das Herz. Bitte schön, erklär uns das. Ja, vielen Dank, mein Lieber. Ja, für uns ist es nun schon die 2. Session und es ist eine Session, wo wir wieder mit Einschränkungen leben müssen, wo wir wieder große Teile unseres Fastelehrs entbehren müssen. Aber es ist auch eine Session, in der wir spüren, dass unser Karneval nicht kaputt geht.
Wir spüren, dass wir uns so langsam die Stadt wieder zurückerobern. Wir spüren seit dem 7. Januar, dass die Menschen ihren Karneval tief im Herzen tragen und einfach nicht ohne können. Und vor allem spüren wir, dass unsere Fasteleer wieder etwas ursprünglicher wird. Es kehrt zurück zum Traditionellen. Wir brauchen nicht immer die großen Aufzüge. Es reicht, wenn sich ein paar Jecken treffen und fastelovend machen, so wie hier. Ja, vielen Dank. Wir möchten euch alle mitnehmen auf eine Zeitreise, in der 3 Kölsche Jecke am Straßenrand stunde und davon geträumt hatte, einmal Kölner Dreie stehen zu sehen. Musik bitte ab. Ich stund damals hier am Straßenrand mit Kamelle in der Hand. All die bunte Ware hatte ich bis dahin nicht gekannt. Und am Ende vom Zug, da wurde dann noch ein Dreie stehen präsentiert. Der kleine Fetz mit der Kamelle war einfach fasziniert. All das Lache, all das Singen, all die Freude, die ihr uns macht, all die Menschen, die ihr kommen, die so lang auf uns gewartet, all das Glück, das mir gefunden, für ne gute Augenblick, gebe mir als welches Dreie stehen zurück, gebe mir als welches Dreie stehen zurück. Ich stund damals hier am Straßenrand und der Papa an meiner Hand. All der Jecke-Trube war für mich so interessant. Und am Heimweg sah ich, Papa, ich werd irgendwann ne Prinz. Der Pap, der nahm mich in der Arm und sagt ganz leis, du spinnst. All das Lache, all das Singen, all die Freude, die ihr uns macht, all die Menschen, die ihr kommen, die so lang auf uns gewartet, all das Glück, das mir gefunden, für ne gute Augenblick, gebe mir als welches Dreie stehen zurück, gebe mir als welches Dreie stehen zurück. Steht ihr für uns am Straßenrand mit nem Lache im Gesicht. All die bunte Jecke stund zusammen her am Weg. Jetzt sind mir für euch Dreie stehen, dat wird uns langsam klar. Für uns kleine Pens von damals wird ne Traum jetzt endlich wahr. Freud, die ihr uns macht, all die Menschen, die ihr kommen, wir haben lang auf euch gewartet, all das Glück, das wir gefunden, für ne gute Augenblick, gebe mir als Kölsches Dreie stehen zurück. All das Lache, all das Singen, all die Freude, die ihr uns macht, all die Menschen, die lang auf euch gewartet, all das Glück, das mir gefunden, für ne gute Augenblick. Gebe mir als Kölsches Dreie stehen zurück, gebe mir als Kölsches Dreie stehen zurück.
Ja, vielen, vielen Dank. Es sind die kleinen Sachen. Lass mal ausrufen, ob unsere Fasterle, ob unsere Vaterstadt Kolonia. Dreimal von Netze. Köln. Köln. Kolonia. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, ich glaube, Stimmung ist besser als im Jürzenich hier, oder? Die drei sind natürlich nicht alleine gekommen. Sie haben den Prinzenführer Markus Heller. Der Adjutant seiner Totalität, der Michael Baum von der Prinzenjade. Der Adjutant des Kölner Bauern Dr. Marco Hollekamp, Ehrenjade. Und der Adjutant der Kölner Jungfrau Frank Rehfuß, Ehrenjade. Der Friseur sitzt bloß im Auto, oder hat er der Auto? Ah, da hingen ist hier, genau. Der Hoffriseur Klaus Fischer. Ja, ihr Lieben, vielleicht habt ihr das noch vom letzten Jahr im Kopf. Wir sammeln ja für Zartbitter, die sich um missbrauchte Kinder kümmern und um das Kinderkrankenhaus Köln-Porz. So, habe ich für euch ja auch gesagt, ist ja Quatsch, wenn wir unser Nüssele schärfen. Deswegen gucken wir immer, dass wir irgendwo jetzt herkommen. Wir haben also einen gefunden. Ihr habt ja unter anderem die Matthias-Scherz-Stiftung, für die ihr etwas sammelt. Und da geht es ja darum, dass die Pens in Bewegung kommen. Und wenn die in Bewegung kommen, müssen die auch jetzt zum Antrag haben. Und da haben wir einen gefunden, der uns etwas gesponsert hat, was ihr bitte mitnehmt. Es sind ein paar Trikots, ein paar Jacken und so, und dann haben wir ja noch, genau wie im letzten Jahr, ein Fässchen hier stehen, 3 Gestirn 2022, was er gleich unterschreibt. Und in diesem Jahr, muss ich sagen, wir machen das ja jetzt seit 3 Jahren, glaube ich, dumme das versteigern, haben wir also einen gefunden, der uns eben direkt am Anfang 555,55 Euro geboten hat dafür. Da habe ich dann geschrieben, ist das richtig der Preis? Ja. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch. Es ist der Prinz aus dem Jahr 2000, der Ralf Günther, der jetzt in Aul ein Lokal hat, den Auler Hof, und der hätte gesagt, das ist es mir wert. Das heißt also, wenn er da gleich drauf unterschreibt, kommt es auch noch in die Hände von einem eurer Vorgänger. Ja? Deswegen, wir bedanken uns bei unseren 3 Gestirn, dass die dieses Jahr wieder hier waren, beim Festkomitee, beim Prinzenführer und der Junge dahinter mit 3-mal von Hetze. Kölle! Unser 3 Gestirn! Kölle! Ihr bekommt auch noch was zu trinken und zu essen. Bei uns kriegt immer jeder kleine Biggelchen mit dir zu essen. Und wir haben auch noch 2 so kleine 5-Liter-Dosen, nicht für euch, sondern für den Rest, ne, die wir trinken können. Dankeschön und eine schöne Restsession. So, ja, das hat ja dann doch wunderschön geklappt. Und jetzt hatten wir die 3 Kürbis. Wie geht das, Wigger? Ja, wie geht das, Wigger, ne? Ja, ja. Ich merke, du bist voll im Programm. Ja, wenn ich dich nicht hätte. Ja, jo, dass ich das Drehbuch geschrieben habe, ne? Was du nicht gelesen hast.
Du wolltest mich jetzt fragen, ob ich Stammgäste habe. Hast du Stammgäste? Ja klar, nicht Stammgäste. Aus aller Welt, also aus New York, ne, bei Amerika, Paris. Hör mal, und ich habe sogar Stammgäste aus einer Weltstadt, aus Hönningen. Was? Aus Hönningen? Hot Volley aus Hönningen. Hot Volley aus Hönningen. Han schon nie gehört. Ja, jetzt wolltest du mich fragen, wie man bekloppt sein kann, dass man nach Köln für Bier trinken könnte. Lorenz, wie kann man denn so bekloppt sein, dass man nach Köln könnte Bier zu trinken? Ja, das kann ich nicht sagen, aber Jeck schingen die zu Sinn. Ich weiß leider nicht wie Jeck, aber deswegen habe ich die bestellt, weil wir haben ein Brauhaus Zoo, die kommen hier Bier trinken. Mache ich viel Spaß aus Hönningen mit dem einen und dem anderen. Viel Spaß! Ja, moin zusammen. Wie geht es euch? Herrlich, meine Güte. Übrigens, ne, das Hönningen, was ihr meint, das liegt an der A. Nicht Bad Hönningen am Rhein, ne? Das ist ja bekannt. Ne? Hey, guck mal, Roboter, selbstfahrende Roboter. Meine Güte, Mann, was ist Ich kriege schon Applaus, ohne dass ich jetzt sage. Mann, hey, guck mal, hey. Transformers haben die hier. Leck mir in der Tasche. Aber ihr müsst entschuldigen, den dürft ihr ja nicht für voll nehmen. Einfach ignorieren. Wo kommt ihr her? Von Toilette? Nur halt die Botzen still, Mann. Du machst mich ganz verrückt. Ich halte meinen Finger still. Ja. Ich kann überhaupt noch gar nicht richtig sprechen heute Morgen. Was hast du denn? Ich hab noch die ganzen Krümmel zwischen den Zähnen. Krümmel in das woher? Ja, da bist du schuld. Ich bin das schuld. Und man soll mit vollem Mund ja nicht sprechen, ne? Jetzt hört der Blödsinn auf. Das ist der schuld. Ich hab mit Krümmel, die ganzen Krümmel noch an den Zähnen. Was für Krümmel? Sieht man das eigentlich, dass ich doch... Ja, das sind deine Kekse schuld. Du hast meinen Kekse gegessen? Der hatte ganz leckere Kekse, hatte ja, der. Die sind lecker. In seiner Tasche. Ich hab die probiert. Meine Kekse, die sind lecker. Die waren so lecker. Lecker, ja. Wo hast du die her? Vom Fressnapf. Ich finde das nicht witzig, darüber zu lachen. Da lässt er mich Kekse vom Fressen. Hör mal, wisst ihr eigentlich, gestern habe ich mich erschreckt. Hör mal, ich habe mich gestern erschreckt. Wollt ihr wissen, warum? Ich habe gestern ein Bier getrunken, ne? Du hast ein Bier getrunken? Ich habe gestern ein Bier getrunken. Ja, und? Kein Geschmack. Kein Geschmack? Das war wie tot im Mund. Nix Geschmack? Ich habe nichts geschmeckt. Corona? Nee, Entwarnung, das war Altbier. Ja, dann... Ja, das ist aber doch wirklich schön, jetzt wieder so ein bisschen Menschen zu sehen, ne? Auch wenn es nicht viel sind, aber das ist schön. Ja, ne? Wunderbar. Findet ihr das nicht schön, dass man sich so wieder ein bisschen treffen kann? Ja, ne? schön. Herrlich, ne? Ja. Ja. Hör mal, nach 2 Jahren Abstinenz hat man wieder Pup. Ich hab mir da zu Hause vorgestellt, wie macht das Sinn, wenn man wieder Leute vor sich hat oder vor sich stehen sieht. Ja, genau. Und jetzt, wo ich euch sehen, ja. Ja, wenn man der Arbeit sieht, denkt man, was hat sich die Natur dabei gedacht, ne? Aber wisst ihr, die Pandemie hatte ja nichts Schönes an sich, ne? Aber was ich schön fand, und das Einzige, was ich schön fand, wie die Menschen auf den Balkonen gestanden haben und haben gesungen und haben Instrumente gespielt. Das läuft mir jetzt noch eiskalt. Da läuft mir jetzt noch eiskalt der Rücken runter. Ja, das habe ich auch gemacht. Was hast du gemacht? Am Balkon gesungen. Du hast auch am Balkon gesungen? Ja, die Leute haben Tomaten, Zwiebeln, Möhren, Sellerie geschmissen. Ja, das ist aber nicht so schön. Da mach ich morgen wieder. Wieso das dann? Ich brauche noch jetzt Gehacktes für die Bolognese. Aber jetzt, wo so langsam wieder richtig was los geht,
freue ich mich auf die Stadt mit K. Die Stadt mit K, Die das Stadt- ist wunderbar. Du kennst doch ja nicht die Stadt mit Das K. kenn ich wohl. Was ist dann die Stadt mit K? Karstadt. K statt Köln, Mann. Köln ist die Stadt mit K. Köln. Hör mal, das sind nur ganz tolle Menschen sind da. Ja, mal. Menschen. Ja, das ist so. Ja. Und die Menschen in Köln, ja genau, die stehen mir nahe, die sind für mich im Mittelpunkt in Köln. Der Die Mensch steht für mich sowieso im Mittelpunkt. Wieso? Bei dir Beruflich schon. beruflich auch, was machst du dann? Scharfschütze. Ach, hör doch! Du hast sie doch nicht alle. Hör mal, den dürft ihr nicht immer für voll nehmen, der hat sie nicht. Hör mal, der weiß noch nicht mal, wie man Marmelade macht. Und das weiß ich Ich wohl. glaube, verschiedene, die wissen noch, wie man selbstgemachte Marmelade macht, ne? Du weißt, wie man Marmelade macht, ne? Das ist einfach. Ja, aber du weißt das Ich nicht. weiß das. Ich könnte jede Woche Marmelade machen. Hör mal, als wenn du weißt, wie man selbstgemachte Marmelade Das macht. weiß ich, das ist ganz einfach. Wie machst du die dann? Ich gehe in die Bäckerei, kaufe mir 10 Berliner und schäl die. Hör mal, hör mal, erzähl lieber mal den Leuten, was du deiner Frau zu Weihnachten besorgst. Ach, zu Weihnachten, Bosoi, da hast du ja sowieso schon so einen Hals, ne? Wo ein Hals? Shoppen gehen. Ich ne? gehe auch nicht gern einkaufen. Ich in der Karstadt, unten in die Tiefgarage, in der Aufzugerin. Ja, ne? und? Ich stehe im Aufzug, Kütter und Frau, entschuldigen Sie, fahren Sie nach oben? Nee, sag ich nach rechts. Ach, ja, so veräppelst du die Und da bin Leute. ich nach oben gefahren. Und was sollst du deiner Frau besorgen zu Weihnachten? Ich habe meiner Frau zu Weihnachten 42 Snickers gekauft. Der hat sie nicht. Was hast du dir gekauft? 42 Snickers. Und was sollst du dir kaufen? Sneakers Größe 42. Hör mal, meine Frau, die hat sich aber was Schönes hier gewünscht. Was hat die sich Nein, das will ich nicht sagen. da... was Oh, die, sag. hör mal, nein, das passt jetzt nicht die hin. Ach, was hat die sich Die gewünscht? hat sich was gewünscht. Sag Das, es mir. das fängt mit S an und hört mit X auf. Das Was? hat die sich gewünscht. Was? Ja, das fängt mit In S dem an. Alter? Fängt mit S an und hört mit X auf. Mit Das S hat, an hat die sich gewünscht? das hat die sich gewünscht. Was will die da mit einer Steinflex? Ja, ich finde das überhaupt nicht mehr lustig. Was hast du dir selber auch was gewünscht? Ich habe mir was gekauft. Er hat sich was Ich gekauft. habe mir was gegönnt. Was hast du dir dann Ich gegönnt? habe mir einen Roboter gekauft. Ja, was für eine Roboter? Einen Lügendetektor-Roboter. Ja, was ist denn Lügendetektor-Roboter? Also wenn du was sagst, ne, Ja. und er hört dir zu und er erkennt, dass du lügst, dann klatscht er dir eine. Ist das so eine richtige menschengroße... Ganz große. Also wenn du lügst, das merkt Jetzt der. sitzen wir heute Morgen am Frühstückstisch, meine Frau, mein Sohn, der Roboter und ich. Habt ihr schon ausprobiert, der Roboter? Da sag ich Und? meinem Jungen, und Jung, wie war denn die Schuld? Und was hat der gesagt? Gut, Papa, Klatsch hatte ihn. Der hat gelogen, Dinge, und der, Der war ja nicht in der Und Schuld. der Roboter hat das gemerkt? Das gibt es doch nicht. Entschuldigung, Papa sagte, wir waren im Kino. Ach, er war im Kino. Was haben Sie geguckt? Ich sag, was hat er dann geguckt? Und? Die Tribute von Panem. Klatsch hat das wieder eine. Die haben einen anderen Film geguckt und der hat schon wieder gelogen. Entschuldigung, Papa, wir haben einen Sexfilm geguckt. Hör mal, dann hätte ich als Vater dem immer was Das gesagt. habe ich auch. Ich habe gesagt, Junge, in deinem Alter wusste ich noch ja nicht, wie das geschrieben wurde. Und? Klatsch hat die auch eine. Da hast du... Da Ja. hast du gelogen. Ja, sagt meine Frau, das ist deine Junge. Klatsch hat die auch eine. Ja. Hör mal, ich weiß ja nicht, wie der überhaupt eine Frau kennengelernt hat. Wie hast du überhaupt eine Frau Ich habe kennengelernt? alles heimgeschleppt. Ja, du hast alles an Frauen heimgeschleppt. Große, kleine, dicke, dünne, schwarze, braune, gelbe, alles. Und was ist mit den Frauen passiert? Ja, Mama hat die alle rausgeschmissen. Was habe ich dir immer gesagt? Du musst eine Frau mit nach Hause bringen, die deiner Mutter ähnlich sieht. Habe ich gemacht. Ja, und? Die hat den Vater rausgeschmissen. Ja, aber das ist bei dem, glaube ich, nur der Alkohol schuld. Das ist doch nur Blödsinn, was du erzählst, oder nicht? Kannst du den Alkohol nicht vertragen? Ich kann doch testen, dass du den nicht vertragen Was kannst du Da testen? pass auf, du gehst nachts über eine Landstraße, ne? Nachts im Dunkeln. Wenn man nachts ist es immer Ja. dunkel und zumal auf einer Landstraße. Ja, Rigge. Du gehst die Landstraße entlang, Ja. ne?
Es kommen dir 2 Lichter entgegen. Was ist das? Also Auto, ist doch Siehste? einfach. Das ist das Problem. Was für ein Auto? Das musst du wissen. Audi, VW, BMW, das musst du wissen. Du gehst die Landstraße weiter, ne? Ja. Es kommt dir ein Licht entgegen. Was ist das? Motorrad. Siehste, was für ein Motorrad? Honda, Kawasaki, das musst du wissen. Du gehst durch Köln durch die Straße nachts. Würdest du mich jetzt auch gefroren? Steht da ein Mädchen mit einem kurzen Röckchen. Ja, ich weiß das. Ein Netzstrümpf und der Blues aufgeknöpft bis auf den Ich weiß, was das ist. Ja, was dann? Das ist eine Prostituierte. Wer dann? Deine Frau, deine Schwester, deine Mutter? Hör mal, weißt du was? Ich breche das jetzt hier einfach ab. Ja, da brech Ich werde doch. mit den Menschen hier nur noch Englisch sprechen. Ach, da versteht doch keiner. Du verstehst das nicht. Ich verstehe das wohl nicht. Hör mal, kann ich mich darauf verlassen, wenn ich hier Englisch spreche, dass du das für mich übersetzt? Ja, ja. Simultan übersetzt. Klar. Simultan übersetzt. Natürlich. Du weißt ja nicht, was simultan Weiß ist. ich wohl. Was ist denn Ich simultan? war gestern auch beim Doktor und der gesagt, ich wäre der größte Simultan in der ganzen Eifel. Ja, ich sag doch, du hast das falsch verstanden, Mann. Pass auf, ich verlasse mich auf dich. Ich spreche Englisch, du übersetzt das. Kann ich mich darauf verlassen? Natürlich. Ladies and Gentlemen. Männer und Frauen. Ich kann Englisch. Ja, Englisch muss ich ja nicht. We wish you a wrong welcome. Wir heißen alle Wischer willkommen. My name is Udo and I am your host. Mein Name ist Udo und ich hab den Husten. Wetzt du da? Tonight we will see many stars. Wenn sie heute nach Hause gehen, haben sie einen grauen Star. Most of them are important artists. Die meisten von ihnen sind Ich bin raus aus der Nummer. Enjoy your drinks. Injizieren Sie Ihre Getränke. And we wish you to have a great Und pleasure. wir wischen, wenn Sie groß plätschern. Weißt du was, ich spreche ab, ich habe keine Lust mehr, ich singe am Brunnen vor dem Tore. Gott sei Dank. Wie Gott sei Ich Dank. dachte, du wirst Hey singen. Hör mal, du hast ein Spektrum. Dein Spektrum, also furchtbar. Ich habe ein Spektrum. Ja, du weißt auch ja nicht, was das Spektrum ist. Natürlich weiß ich, was das Spektrum ist. Dann nenn mir ein Beispiel mit Spektrum. Ich esse hier ein Bratwurst mit Spektrum. Ich